Als der Sammy mich gefragt hat, ob ich im Dezember in der Metal Church predigen würde, habe ich ohne zu überlegen gesagt, sehr, sehr gern. Weil bei diesen Leuten ist es mir wohl. Immer schon gewesen, auch wenn die Musik für mich viel zu laut ist. Und auch wenn ich mich selber ganz gerne nochmal weiß oder blau oder rot anlege. Natürlich, ich komme, wenn wäre es denn überhaupt, habe ich gefragt. Dann hat er gesagt, am 15. Dezember. Dann habe ich ein bisschen die Stirn gerunzelt und gesagt, okay. Das ist aber ein ganz spezielles Datum für mich. Dann hat nämlich unser Dominik Geburtstag. Und wenn ich dann komme, dann geht es fast nicht anders, als dass ich an ihn denke. Weil er hat unser Leben mehr geprägt, als vielleicht irgendjemand oder irgendetwas auf dieser Welt. Weder vor noch nachher. Obschon wir der Dominik nur 8,5 Jahre haben dürfen. Okay, habe ich gesagt, wenn ich komme, muss ich mir fast ausbedingen, dass ich irgendwann mal auch von ihm reden darf. Der Sammy hat natürlich zugestimmt, im Gegenteil, er hat gesagt, los komm, mach doch das zum Thema. Wir wollen in unserer Kirche das Schwere nicht ausklammern, red doch von dem, was du in diesem Prozess gelernt hast. Ich kann mich noch haargenau an seine Geburt erinnern. Eben am 15. Dezember. Er ist ungeheuer schnell gekommen. Für eine Untersuchung im Spital hat es nicht mehr gelangt. Rein in den Gebärsaal und auf den Schragen und anfangen zu pressen. Peng, da war er. Also pressen natürlich meine Frau, nicht ich. Wir haben gerade eine Schreckensminute erlebt, weil sich seine Nabelschnur ihm um den Hals geleiert hat und um den Hals festgezogen und als erstes hat die Hebamme ihn befreien. Aber es war alles gut und in Ordnung und keine Schäden. Aber wir haben ganz fest von Anfang an gespürt, bei diesem Kind da geht nichts normal. Und da geht überhaupt nichts, wenn nicht Gott seine Hand mit im Spiel hat. Heisst jemand von euch Dominik? Nicht? Gibt es das nicht mehr? Domingo, Dominikus. Dominik natürlich auch als Frauenname. Also, der halt nicht. Ich habe es nicht gewusst. Aber der Pfarrer hat uns bei der Taufe daran erinnert, was der Name bedeutet. Trotz meiner unendlich tiefgründigen Latinkenntnis hatte ich keine Ahnung, dass Dominikus oder Dominik heisst, dem Herrn gehörig. Und als der Pfarrer uns das auf die Taufe her gesagt hat, musste ich natürlich an meinen Konfspruch denken. Und wir haben ihn vorhin schon mal miteinander gelesen. Und jetzt wird er uns auch noch einmal vorgelesen. Hab keine Angst, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Wenn du durch Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme sollen dich nicht überfluten. Wenn du durch Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Die Flammen werden dich nicht verzehren. Stimmt das? Stimmt das wirklich? Nicht überfluten. Stimmt das? Nicht verzehren. Sage ich das immer noch jetzt hintendrein im Blick auf sein so kurzes Leben und im Blick auf meinen eigenen Weg all die Jahre nachher. 39 wird er heute. 39.
Aber wieso rede ich nach so vielen Jahren ging noch von dem? Ist das nicht irgendwie komisch? Hör doch endlich auf! Könnte man doch sagen, auch ich mir selber manchmal schon, das ist doch längstens vorbei. Musst jetzt noch immer Tränendrüsen drücken? Andere haben noch viele andere Geschichten. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir unsere Geschichte erzählen können. Und es ist ganz wichtig, wie wir unsere Geschichte erzählen. Wir sind, was wir erzählen. So wie wir unsere Geschichte erzählen, so sind wir glücklich oder bitter, so sind wir versöhnt oder voller Anklage. Mit unserer Geschichte sehen wir Frieden oder Hass, Hoffnung oder Resignation. Was ist deine persönliche Geschichte von deiner kleinen Welt, aber auch deine Geschichte, wie du die Geschichte von der grösseren Welt erzählst? Das macht einen ganz grossen Unterschied, wie du die Geschichte erzählst. Und zu diesem Thema jetzt eine kleine PowerPoint. Sie sind sowieso alle gegen mich. Ich bin um meinen Erfolg betrogen worden. Am Schluss musst du selber schauen, wie du durchkommst. Die Welt geht ja sowieso kaputt. Irgendwo ist eine Tür aufgegangen. Ich bin eigentlich nie ganz alleine. Von irgendwo habe ich Kraft bekommen, weiterzumachen. Einmal sind wir aus dem draus und dann wird alles neu. Am Schluss kommt alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist das noch nicht der Schluss.
Es war Ferienanfang. Campingplatz Ivona. Wir waren der mit unseren 2 Kindern, für alles einzurichten. Der Dominik ist noch bei den Grosseltern geblieben, weil er Fieber hatte. Eine Sommergrippe müssen noch auskurieren. Die Grosseltern waren ja beide Ärzte und konnten ihn gut versorgen, während er sich noch etwas auskuriert hat. 1-2 Tage, hat der Kinderarzt gesagt, und dann konnte er uns nachreisen. Alles im grünen Bereich. Als ich am ersten Ferientag mit der Bibel am Strand auf einem grossen Stein gehockt bin, nehme ich die Tageslosung vor und schlage Römer 5 auf. Und diesen Text dürfen wir jetzt hören. Weil wir darauf vertrauen können, dass Gott uns gerecht gemacht hat, haben wir Frieden mit Gott durch den Kyrios Jesus. Darum setzen wir voll auf die Hoffnung, auf die ewige Herrlichkeit, die Gott uns schenken wird. Es ist für mich mehr als okay, wenn es im Leiden hart zur Sache geht, denn daraus wächst Geduld. Im Durchstehen reift Charakter. So erst kommt die Hoffnung an ihr Ziel, nämlich in der Liebe, die der Geist in unsere Herzen gießt. Merci, Katja. Ich bin an diesem Strand gesessen wie elektrisiert. Leiden, hart zur Sache, Geduld, durchhalten. Drangsal in den alten Übersetzungen, Charakter. Ich bin der gesessen wie betäubt. Und ich habe sofort gespürt, dass der Text uns etwas ankündigt. Und ich habe haargenau gewusst, dass es mit dem Dominik etwas zu tun hat. Da kommt etwas, das habe ich genau gewusst, was uns übersteigt. Leiden, hart zur Sache. Aber das war schon Hoffnung und ich habe mein Tagebuch geschrieben, Gott, ich bin bereit, was immer jetzt kommt, wir nehmen es, irgendwie geht es dann. Am Schluss Herrlichkeit, Glanz. Eine Hoffnung, die ans Ziel kommt. Ich habe so etwas gebetet wie, da bin ich, aber bitte nicht schwierig. Ich war wie vorbereitet und gefasst, als am Mittag das Telefon kommt vom Grossvaterarzt, Dominik, geht es schlechter, er musste ins Kinderspital überweisen. Nur 2 Wochen später war der Dominik tot. Römer 5 wird auch die goldene Kette genannt. Weil so eine Progression drin ist, von einem zum anderen, oder? Kommen wir dann noch drauf. Aber ich habe dann am Strand sein, wo noch gar nicht sehr einen goldigen Moment erlebt. Auch wenn dort am Ende Herrlichkeit steht, und der Glanz steht, und die Liebe, die zu ihrem Ziel kommt, ich habe das Ziel nicht wollen. Um nichts in der Welt. Und ich will es noch heute nicht. Ich gebe noch heute viel darum, wenn ich mit dem Dominik seinen Geburtstag feiern könnte. Es ist nicht so lange her, ist er mir im Traum erschienen und ich habe ihn als erwachsener Mann gesehen und habe mit ihm geredet. Ich kann nicht anfangen zu schildern, was ich mit ihm geredet habe, ich würde anfangen zu rennen. Die Kette erzählt eine Geschichte, da ist ein Weg drin. Ein Weg, der nicht Katastrophe und Zusammenbruch bedeutet, sondern ein Weg vom Durchhalten, vom Durchkommen und in allem innen macht es am Schluss irgendwie Sinn. Und darum, und nur darum kann ich die Geschichte erzählen und will sie noch erzählen und Mut machen damit. Ich weiss, dass viele von euch auch schwierige Geschichten haben. Und dass ihr auf andere oder ähnliche Art auch solche Sachen erzählen könntet. Und es geht hier überhaupt nicht um meine Geschichte oder um unsere Familiengeschichte.
Ich weiss zwar nicht, was ihr tragt, aber ich spüre es einfach. Und wenn die Kette, die ich mit dran haben kann, die goldige Kette, wie sie heisst, euch auch hilft in eurer eigenen Geschichte, dann bin ich glücklich. Darum wollte ich von diesem Römerbrief reden. Weil die Kette so stark ist und weil die trägt. Weil sie uns zusammenköttelt und zusammenschweisst im Guten. Zuerst meine Frau und mich hat es zusammengeschweisst, aber heute auch mit euch zusammen. Und uns alle miteinander zusammen mit Gott. Weil am Schluss von dieser Kette ist Liebe. Nur Liebe ist am Schluss. Und wer mal Liebe erlebt hat, der weiss, er braucht nichts mehr auf Himmel und auf Erde. Ich bin kürzlich einmal mit dem Auto durch unser Quartier gefahren und dort ist eine grosse Baustelle, wo es immer viele Bauarbeiter hat. Und da war einer in seinem orangigen Baugewand und hat gerade Pause gemacht. Und jetzt ist in der Pause seine Freundin ihn besuchen. Ihr müsst euch vorstellen, er hat so einen starken, fetzigen Prügel im Bauarbeitergewand und die Freundin ist gekommen, so in einem schwarzen, feinen Kleid, wie in einem Abendkleid fast, ein langes, schwarzes Sommerröckchen. Und man hat einfach gespürt, wie die über beide Jahre verliebt sind. Und ich bin dort durchgefahren und war schon durch gewesen. Und dann habe ich gedacht, nein, ich muss noch mal zurück. Und dann bin ich noch mal zurück, habe das Fenster abgekurbelt und habe gesagt, hey, dir, so schön, eure Liebe zu spüren. Es ist ein Bild, wir sollten euch fotografieren. Es ist eine Ikone, die ich über mein Bett hängen würde. Nachher haben die angefangen zu strahlen, leuchten. Und nachher hat er gesagt, gell, wenn man die Liebe hat im Leben, braucht man manchmal nicht mehr anders. Und dann habe ich gesagt, genau das ist es. Und das Geschenk habt ihr zwei mir heute gemacht. Es war ein wunderbarer Moment. Aber die Liebe, die hier davon ist, am Schluss von dieser Kette ist nicht so romantisch. Sie ist steinhart. Das Metall von dieser Kette ist zuerst in der Glut geschmolzen worden und unter dem Hammer und Amboss geschmiedet und gehärtet, x-mal gehärtet. Ich habe mal mit einem Schmied geredet und er hat mir genau erklärt, wie man ein Schwert schmiedet. Ihr wisst das vielleicht als Metaller. Da wird einmal alles glühig gemacht und gehämmert, Schicht um Schicht von Metall. Mir ist der Schweiß schon gekommen vom Zuhören und Erzählen. Und die Hang hat mir schon wehgetan vom Dran-Denken. Das Hämmern und nochmal Hämmern mit diesem schweren Hammer. Aber hey, am Schluss in dieser Geschichte mit dem Dominik war Liebe. Liebe, die tröstet und Liebe, die heilt. Und wir wollen doch Liebe, oder etwa nicht? Wir haben doch so Hunger nach Liebe. Ich hatte so Freude, dass das vordere Lied gerade Hunger geheissen. Aber was soll ich jetzt erzählen von dem Kind, das die Liebe von Gott mit goldigen Buchstaben in unser Leben hineingeschrieben hat? Wild und furchtlos war er, ein ADHS-Kind, so wie ich. Auf alles ist er raufgeklettert und überall ist er runtergefallen. X-mal musste man nähen. Hirnerschütterungen noch und nöcher. Aber ich fange mal präzise mit 5 Jahren zu erzählen. Im Nachbardorf haben wir ihn gebracht mit dem Auto zum Kinderschwimmen zusammen mit der Bettina, einer Kindskollegin. Der Vater von Bettina werden die zwei am Abend abholen. Wer? Weil er ist im Stau bleiben stecken auf der A1. Handy hat es ja dann noch keine gegeben. Wir verwundern uns noch, dass er die Kinder so lange nicht heimbringt und die auch noch nach einer Stunde, wenn das Kinderschwimmen schon fertig ist, nicht bei uns sind. Da steht er nach einer guten Stunde bei uns vor der Tür. Es ist ganz feister, Dezember. Aber er steht alleine vor unserer Tür. Ob wir die Kinder abholen, als er beim Hallenbad angekommen ist, waren die nicht mehr der. Jetzt hat die Hühnerhaut uns angefangen zu packen.
läuten alle Alarmglocken. Den Schwimmlehrer haben wir angerufen. Nein, sie haben noch nicht heimgebracht. Sie wollten warten beim Hallenbad auf ihren Papi. Wir fahren die Strecke ab mit dem Auto, stockfeist, der Feierabendverkehr, kalt, Nebel, verschiedene Wege, nichts. Ich muss noch sagen, mit dem Auto dorthin muss man ganz einen grossen Umweg machen. Und der Fußweg ist schon sehr weit, aber ganz ein anderer Weg. Und kompliziert, durch viele Quartiere und Abzweigungen durch. Und die Kinder sind das noch nie gelaufen. Ich wollte der Polizei anrufen, ich weiss nicht mehr sicher, ob ich den Hörer schon an den Händen hatte. Da stehen die Kinder bei uns vor der Tür. Ja, wer hat denn euch heimgebracht? Wo seid ihr ums Gottes Willen noch gewesen? Ja, sagt der Dominik. Nach langem Warten, und wo der Herr Martin nicht gekommen ist, haben wir gedacht, dann müssen wir halt laufen. Ja, aber ihr kennt ja den Weg nicht und seid den noch nie gelaufen. Ja, dann sind wir halt losgelaufen. In irgendeine Richtung. Und dann haben wir einfach bei jeder Abzweigung gebetet. Und nachher bei der nächsten Abzweigung haben wir halt wieder gebetet. Und dann haben wir gewusst, ob rechts oder links. Und am Schluss waren wir in unserem Quartier vor unserer Haustür. Völlig selbstverständlich. Fröhlich. Wie wenn das Normalste der Welt wäre. Später, als er mit seiner Krankheit gekämpft hat, haben wir gedacht, so ein Kind mal, so ein Kind findet der Weg. So ein Kind findet der Weg auch zum Ziel. Aber das ist etwas, was uns ein Leben lang Dominik ungeheuer herausgefordert hat. Der selbstverständliche Umgang mit Gott. Der Frieden mit Gott und das Geborgensein, es könnte einem geradezu eifersüchtig machen. Da haben wir halt gebetet und dann haben wir gewusst, wodurch. Und wir haben wieder gedacht, was ist ums Gottes Willen auch los mit diesem Kind. Aber schaut jetzt einmal. Der Frieden mit Gott, weil wir darauf vertrauen können, dass Gott uns gerecht gemacht hat, haben wir Frieden mit Gott. Das Wissen, Gott ist mein guter Papi und er will mir nichts als nur Gutes. Das ist doch die Grundlage. Und wenn diese Verbindung gefestigt wird, das Vertrauen, dann wird sie zur Gewissheit, wie zur zweiten Natur und Teil von unserem Leben. Es wird wie selbstverständlich. Und dann habe ich gesagt, hey, was der Giel hat, will ich gehen. Und darum hat er mich so geprägt. Der Frieden, der ihm neidisch machen könnte. Woher hat das Kind das? Das Vertrauen auf Gott. Und wir haben irgendwo gemerkt, wenn jemand das ganz tief weiss, da ist ein Gott für mich, der mir diesen Weg gerne hat, dass er sich selber gibt bis zum letzten Atemzug am Kreuz, dann kann er es ja nur gut meinen. Und etwas von dem hat der Dominik im Leben gehabt. Der Giel kommt an sein Ziel, was auch immer. Das haben wir gedacht in der Krankheit. Nächste Szene. Das war ja die Zeit von den offenen Drogenszenen in Bern und Zürich, Kocherpark und Platzspitze und das Zeug. Ihr kennt es entweder selber oder habt davon gehört. Es war auch die Zeit von der AIDS-Epidemie. Ich hatte immer wieder Kontakt zu diesen Leuten. Und einer ist immer wieder zu uns übernachten. Ich sage ihm in meinem Erzählen heute mal Gabriel. Als er bei uns übernachtet hat, fragt der Dominik, du, wer schläft da immer noch in diesem Zimmer? Dominik, das ist der Gabriel. Er ist ein armer Mann, der kein Zuhause hat. Er muss heute draussen schlafen, auf dem kalten Boden. Und darum haben wir gesagt, er könnte bei uns übernachten. Der Dominik geht sofort und macht eine Zeichnung. Ich glaube, es war eine warme Sonne. Wartet ungeduldig, man fast nicht warten, bis der Gabriel aufsteht. Und dann, sobald er aufsteht, geht er zu ihm her, streckt ihm die Zeichnung entgegen und sagt da, das ist für dich.
Ich habe darum arme Männer gern. Die zwei haben sich sofort verstanden und ins Herz geschlossen. Aber jetzt kommt der Clou. Der Dominik hat von dann an jeden Abend ohne Pause für den Gabriel gebetet. Der Gabriel war zwischen wieder mal eine Nacht da, aber manchmal wieder mal 3 Monate nicht, wenn er zum Beispiel im Gefängnis war. Aber pickelhart, der Dominik hat gebetet für einen Frieden in Jugoslawien und dass der Gabriel den Weg findet, dass Gott ihn berührt und dass er ein neues Leben anfangen kann. Mir ist es manchmal geradezu peinlich geworden. Ich dachte, so Leute sind ja manchmal schon anstrengend, geben wir es zu. Und ich habe manchmal gedacht, wenn ich den Gabriel nur ein bisschen vergessen könnte, das Leben wäre ein bisschen einfacher. Aber nein, am Abend bin ich ins Bett tun und lieber Gott, bist du beim Gabriel. Und ich habe wieder gewusst, wo ich hergehöre. Aber ich hatte nicht mehr den Glauben für einen Mann, der 16 Jahre lang schon an der Nadel gehangen ist und mit allem ist angesteckt worden, wo man sich anstecken konnte. Zurück zum Dominik und seiner Krankheit im Sommer 1994. Im Spital wird sofort klar, jetzt ist es ernst. Der Dominik hat zwar nur, jetzt hat man endlich eine erste Diagnose, Pfeiffersches Drüsenfieber. Aber irgendetwas hindert ihn daran, den Virus zu bekämpfen. Das Immunsystem reagiert falsch. Das Immunsystem richtet sich gegen sich selber. Und bevor noch die Ärzte das herausfinden, hat der Dominik das schon gewusst. Er hat eine Zeichnung gemacht, wo er drinnen vorwegnimmt, was er hat. Ein Indianer, der den Pfeil verkehrt in die Finger nimmt, den Pfeilenbogen, so dass er sich selber damit gefährdet. Und darunter schreibt er ein Rätsel mit Z natürlich, was ist hier falsch? Es ist alarmierend. Es ist alarmierend, weil sein Immunsystem in den Keller geht und jeden Infekt ihn umbringen kann. 7 mal 24 Stunden im Wechsel, entweder meine Frau oder ich sind wir bei mir. Er baut mit letzter Kraft aus Lego ein Feuerwehrschiff. Wie wenn er damit das Feuer vom Fieber könnte löschen könnte. Aber das Fieber bleibt hoch, 40 Grad und mehr, dicke Schleim und Husten, Atemnot, man muss zwischen ihnen husten, beistehen, manchmal Schleim absaugen. Am schlimmsten sind die Nächte. Für die durchzustehen, die diese Geschichten hören. Vati, Geschichten von Jesus musst du erzählen. Ich erzähle, bis ich dabei einschlafe. Und wenn ich einschlafe, weckt er mich wieder und sagt, Vati, erzähle jetzt weiter, ich will noch mehr Geschichten von Jesus hören. Und so erzähle ich und merke, dass ich sie selber brauche. Eine Nacht bringen wir das Fieber nicht runter. Weil mehr Medi darf man nicht mehr geben. Nur Eiswickeln und die Waden bringen noch ein bisschen Erleichterung. Aber die Eiswürfel sind jetzt plötzlich alle geschmolzen und die Schwester, die Nachtschicht hat, ist irgendwo anders beschäftigt. Da wollte ich selber schauen, im Kühlschrank, im Materialzimmer und schauen, ob ich neue Eiswürfel finde. Als ich unter der Tür stehe, sagt der Dominik mit einem schwachen Stimmli, «Vati, das Lüti!» Ich gehe zurück zum Bett, ich habe gemeint, er sei eingeschlafen. Ich hänge ihm die Klingel, die da über dem Bett an diesem Haken ist, runter. Und sage, Dominik, das tut mir jetzt schon leid, dass ich das vergessen habe, mit diesem Leute. Weisst du, ich habe gemeint, du seist eingeschlafen und ich wollte nur ganz kurz heute raus wollen. Aber du musst wissen, wir lassen dich schon nie alleine in deinem schweren Kampf. Da schaut er mich mit ganz grossen, erstaunten Augen an und sagt, Vati, ich bin doch nie alleine. Jesus ist immer bei mir. Ich war sprachlos. Ich bin zu ihm gegangen und habe mein Gesicht in seinem Küsschen vergraben, dass er meine Tränen nicht sieht. Und wie manchmal habe ich diesen Satz nachher wiederholt über all die Jahre. Ich bin doch nie
alleine. Jesus ist immer bei mir. Nach dem Tod haben uns gute Freunde eine Karte geschickt mit diesem Spruch drauf. Gott ist mit Jesus nicht in diese Welt gekommen, um das Leiden wegzunehmen. Er ist nicht einmal gekommen, um es zu erklären. Wir mit unseren gescheiten Erklärungen, wir Theologen auf 1000 und zurück. Aber er ist gekommen, um es mit seiner Gegenwart und seiner Herrlichkeit zu erfüllen. Wir haben den Satz eingerahmt und bei uns aufgehängt, sobald wir ihn bekommen haben. Und der erste Gottesdienst, den wir näher besucht haben, nach der Beerdigung, 3 Tage später, hat der Pfarrer die Predigt mit diesem Satz angefangen. Und meine Frau und ich, wir schauen uns an und rennen und umarmen uns und wissen, er ist da, wir sind nicht alleine und mehr braucht es nicht und das muss jetzt länger. Leiden erfüllen mit seiner Präsenz und seinem geheimnisvollen Glanz. Es klingt vielleicht komisch, aber wir hatten Nächte in diesem Bett, im Pflegen, im Spital, beim Schleimabsaugen zwischen Betten und Hoffen, wo man wie die Engel hören singen. Es ist einmal, ich mich in eine Nacht besinnen, da hat es mir gedacht, jedes Molekül in diesem Zimmer leuchtet. Ich kann es nicht erklären. Und ich weiss nicht, ob es andere auch gemerkt und gesehen haben, aber für mich war es eine Realität, ein Frieden, der tiefer geht als alles, was man mit Wort ausdrücken kann. Aber ein paar Minuten später wieder Schmerz, Kampf, Angst, Verzweiflung. Nehme das Tagebuch vor und auf die Todesanzeige anfangen zu werfen. Und es war, wie wenn man mir zeigen, das Herz rausschreissen. Ich habe nicht gewusst, dass ich in mir ein Organ habe, das dermassen wehtun kann, wie ein Stromstoß, der bis in die äußersten Zehen und Fingerspitzen rausgeht von Schmerz. Aber dieser kleine Moment, wo die Tür wie eine Spaltbreit aufgegangen ist, Vati, ich bin doch nicht alleine. Das hat gelangt. Und es muss länger und es langt bis heute. Ein paar Tage nach dieser Nacht ist er gestorben. Die Leute haben immer wieder gefragt, wie kannst du nur nach einem solchen Erlebnis noch an Gott glauben? Und ich habe gesagt, wenn ich vorher nicht geglaubt hätte, jetzt würde ich. Jetzt würde ich. Ich weiss nicht, wie man nach einem solchen Erlebnis anders kann, als an Gott glauben. Ich kann nicht alles erzählen. Etwa 10 Tage nach seinem Tod wollte ich predigen. Es haben mir alle gesagt, Bernhard, das kannst du nicht. Du hast doch die Kraft jetzt noch nicht. Du müsst euch doch erholen. Die waren Tag und Nacht auf und überhaupt. Und ich habe gesagt, ich muss predigen. Ich muss das Wort mir selber sagen. Ich weiss nicht mehr, was ich predigt habe, aber ich weiss, mit was ich angefangen habe. Ich habe gesagt, am Anfang, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn dahin gab. Und das hat eigentlich schon gelangt. Weil die Leute haben die Geschichte kennt und haben gemerkt, dass ich hier stehe und über das rede, ist schon ein Wunder genug. Aber in diesem Gottesdienst ist noch ein anderes Wunder passiert. Nach diesem Gottesdienst sehe ich, dass meine Frau beim Ausgang mit einem Mann redet. Und dieser Mann kommt mir irgendwie eben bekannt vor. Und dann doch wieder nicht. Ist es ihn oder ist es ihn nicht? Ich gehe näher zu ihm her und mal, ich merke, es ist ihn. Es ist der Gabriel, der Dominik ein Leben lang für ihn gebetet hat. Und seine Haare sind gewaschen. Er hat saubere Kleider, einen klaren Blick. Zuerst mal sehe ich ihn nicht verladen. Und ich sage, was, Gabriel, du? Nicht verladen und du stehst gerade und aufrecht und schaust uns in die Augen. Und was machst du hier in dieser Kirche? Ich habe gar nicht gewusst, dass du weisst, wo die Kirche überhaupt ist.
Und da erzählt der Gabriel seine Geschichte. Er sagt, ich habe gemerkt, dass ich Jesus brauche und nur er mir helfen kann. Und ich bin umgekehrt zu ihm und ich habe jetzt endlich eingesehen, dass ich Hilfe brauche und habe mich angemeldet in einer Entzugsstation. Und heute habe ich gesagt, ich will in den Gottesdienst und sie haben mich 2 Stunden rausgelassen, für hier in den Gottesdienst zu kommen. Und jetzt höre ich hier vom Dominik. Der Dominik hat die letzten Tage natürlich nicht mehr Kraft gehabt zum Betten für den Gabriel. Und nachher ist er für immer verstummt, auf dieser Erde. Aber auf einen Tag genau dann, wo der Dominik hat aufgehört zu beten, hat der Gabriel ein neues Leben angefangen. Und das Leben hat gehabt und es hat bis heute. Schaut, ich muss die Geschichte erzählen. Ich muss. Auch wenn es so manches Jahr hinterher ist Teil von meiner Berufung. Ich darf nicht schweigen von dem, was ich gesehen und gehört habe und mit Gott erlebt. Vielleicht tragt ihr auch eine schwere Kette in eurem Leben. Eine Kette, wo vielleicht einzelne Glieder dran sind, die reiben und rapsen und wehtun. Vielleicht Nägel, die stechen. Aber da hat vielleicht die Geschichte, meine Geschichte geholfen, dass eure Kette zu begreifen, dass auch eure Kette Teil ist von einer viel grösseren Kette. Dass eure Geschichte Teil ist von einer viel grösseren Geschichte, die am Schluss ein gutes Ziel hat und einen Sinn. Eine Kette, die Hoffnung gibt, weil es am Schluss gut kommt. Was auch immer. Schaut, am Schluss ist Hoffnung auf ewige Herrlichkeit. Und am Schluss ist Liebe. Und das Ziel, auf das kommt es doch an. Es ist doch gleich, wie wir aus dieser Welt rausgehen. Wichtig ist, dass wir am Schluss ankommen. Und diese Hoffnung, die bringt uns heute zusammen. Die macht aus unserer Familie, die formt uns in sein Bild. Die gibt uns einen Charakter, dass wir die Liebe leben können. Die Herrlichkeit. Herrlichkeit heisst auf Englisch ja Glory, aber auf Hebräisch heisst es Kavod. Und Kavod bedeutet Schwere. Das ist eine schwere Geschichte. Das ist ein Schwert. Das ist Eisen, das ist Metall. Und das hat und trägt. Und ihr wisst, was Schwere ist. Nicht wegen nichts sind wir hier in einer Metal Church. Und weil fast Weihnachten ist noch das zum Schluss. Als der Dominik im 15. Juli gestorben ist, hat uns die Lehrerin angerufen und gesagt, ich muss euch etwas erzählen. Letzte Weihnachten habe ich die Kinder in der Schule gefragt, was ihr grösster Weihnachtswunsch ist. Und er hat die Kinder so Sachen gesagt. Irgendein Game zum Spielen, irgendein Lego, Playmobil und dieses und eins. Oder andere ideelle Sachen, irgendwie Ferien hier oder mal ein Schubmatch oder einen berühmten IB-Goalie treffen oder irgend so etwas. Aber was euer Dominik gesagt hat, hat die Lehrerin gesagt, das hat mich baff gemacht. Er hat gesagt, er könnte sich nichts Schöneres vorstellen, als dass er ganz bei Jesus dürfte sein. Und sie hat gesagt, das ist jetzt, was ist das für ein Kind? Sie hat sich gar nicht dafür gehabt, uns das zu sagen, weil sie denkt, sonst machen sie sich noch Sorgen. Aber jetzt muss ich es sagen. Er hat sich nichts Schöneres vorstellen, als in dieser Herrlichkeit zu sein. Voilà, da sind wir. Packen wir die Kette. Amen. Ja, das ist wahr.